Fondue-Fleisch vom Matthias Zesch. Heiliger Abend, 11:45 mittags. Ich in einer Speyerer Metzgerei. Die Leute stehen eng aufeinander vor der großen Thek. Viel Leid, arg viel Leid. Ein paar stehen stumm rum, ein paar babbeln miteinander, ein paar verhandeln mit den 4 Bedienungen, wo hinter der Thek hin und her wusseln. Die Verkäuferinnen sind freundlich, wissen, wie man ein Messer und ein Schinkenhobel bedient. Es läuft. Was kriegen Sie? Darf's ein bisschen mehr sein? Hast du da drüben noch ein Wienerle, Doro? Wer kommt? So wird einer nach dem anderen vor ihm weggeschafft. Draus bellt ein Hund. So, bitte, der Nächst. Jetzt bin ich dran. Ich tät gern das Fondue-Fleisch für Kek abholen. Nicole, die Bestellung für Kek. Noch hinne. Sie rennt in die Kielkammer hinaus. Es dauert. Draus bellen 2 Hunde. Da, ihr Bestellung. Da ist aber noch was dabei. Ein Ring Fleischwurst und 4 Eisbär. Davon weiß ich nix. Ich soll nur das Fondue-Fleisch holen. Hat meine Frau vor 3 Wochen schon bestellt. Sind Sie sich sicher? Jo, die hat mich doch hergeschickt. Da ist aber nur eine Pute drin. Nee, das kann nicht sein. Wir wollten Rindfleisch, Schwein und Pute für 5 Personen, in kleine Würfel, nicht in dünne Scheiben. Das kann jetzt aber nicht sein. Sind Sie sich ganz sicher? Rufen Sie lieber mal daheim an. Man kann ja nie wissen. Ich drängel mich durch die Leute, durch die Tür vor der Lade, hol's Handy raus. Neben mir tobt ein Hundebellkampf. Ich versteh nicht viel, aber meine Frau will kein Eisbär und auch kein Fleischwurstring. Sie will Fondue-Fleisch, Rind, Schwein, Pute in kleine Würfel. Das hat sie angeblich auch genau so bestellt. Und wenn das halt gar nicht geht, bringen Brote mit, aber ein gescheite. Ich wieder neu vor die Thek. Nee, meine Frau ist sich sicher, Rind, Schwein, Pute, Fondue-Fleisch, ohne Eisbär und ohne Fleischwurst. Sind Sie auch sicher in der richtigen Metzgerei? Waren Sie vielleicht beim Hirschzeh drunten im Hasepool? Ganz sicher, wir holen seit 10 Jahren unser Fleisch an Weihnachten bei euch. Ist die Dutt da vielleicht vertauscht worden? Wie haben Sie gesagt? Kek? Ja, Kek kriegst da vom Kascheweg. Die Bedienung nebendran beim Schnitzelschneiden. Vorhin war doch ein Heck da. Heck Christine. Hat der vielleicht das Falsche gekriegt? Noch ein bisschen Aufschnitt, Frau Miller-Rotfuß? Ja, gern, ein Viertel, aber ein bisschen mehr Pilzwurst. Draus kreischen sich die Helle von den Hundelschen an. Die bellen weiter. Gucken Sie mal, ist das Ihre Telefonnummer? 06232 25874399102? Nee, auf keinen Fall. Wir haben ja ganz kurze 5 Zahlen. Ach du lieber Himmel, Margret, der hat vorhin doch das Falsche mitgenommen. Wissen Sie, Herr Kek, wir haben für heut über 400 Bestellungen gehabt. Da weiß man als nimmer, wo hinne und vorne ist. Das tut mir jetzt aber leid. Nebendran die Margret. Nicole, ja, was kriegt der dann, der Mann? Bevor die Nicole was sagen kann, die Margret direkt zu mir. Ja, was kriegen Sie dann? Ich hol grad Luft. Die Nicole ist schneller. Ja, Rind, Schwein, Pute, Fondue-Fleisch für 5 Personen, gell? Ich. Margret ist schneller. In die Scheibe oder in Würfel? Überhaupt, für Brie oder für ein El? Ich dann doch immer schneller. Für ein El und in Würfel. Aber wann das halt nimmer geht, soll ich ein Brot nehmen, aber ein gescheite. Nee, wieso dann das auf einmal? Aller hopp, komm, Nicole, das ist doch gleich gemacht. Frau Miller-Rotfuß, wir haben da noch schöne Brotwürst. 2 Perlen, gell, wie immer? Nicole, da nimm doch mal das Lendestück und schneid Würfel. Sie haben doch noch einen Moment Zeit, oder? Ich denk an den Christbaum, wo ich auch noch besorgen muss. Und Nick. Die Nicole nickt da. Die Bescherung ist doch erst heute Abend, gell? Die Margret lacht. Clara, Herr mo das Pudeschnitzel rüber. Doro, hast du die Waschzwiebel vom Herr Parre sein Bronzer schon gericht? 56,20, Frau Miller-Rotfuß.
Danke, stimmt genau, Frau Müller-Rotfuß, schöne Feiertage. Draus heilt der eine Hund zum Gott erbarmen. Der Anna ist fort, die zwei Helle an. Jo, immer das mit den Hunden, sagt die Doro beim Waschzippel in die Dutsch legen. Die tun jo grad leid. Da riechen die das gute Zeug dahin und kriegen doch nix davon, die armen Viecher. Die werfen ein bisschen größer oder eher kleiner, fragt die Nicole. Na, so Fondue halt, nicht so groß, sag ich. Der Laden ist jetzt fast leer. Es geht eins zu. Darf's noch was sein? Nee, das ist alles. Mit Eisbär und Fleischwurst drin kann ich meiner Frau kein Frieden machen. Alla, dann macht es 63, 27. Haben Sie vielleicht 27 gleich? So, alla dann, jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen heiligen Abend mit einem guten Fondue, ein schönes Fest. Und die Margret, die Doro und die Clara strahlend. Schönes Fest, schönes Fest, schönes Fest, Herr Keck. Gesegnete Feiertage, sag ich, und geht durch die Tür an die Frischluft. Hunde sind keine mehr zu sehen. Ich gehe über die Straße, schließe mein Auto auf, stell die Dutt mit dem Fondiefleisch, Rindschweinpude in Werfel vor der Rücksitz, hock mich in das Lenkrad und da fällt mir's wieder ein. Die Schwiegermutter wollte ja auch noch was mitgebracht haben. Gell, Martin, wann doch beim Metzger bist, vergess mir ja das Viertelaufschnitt nicht. Himmel, Herrgott, wer bellt und jault dann da so laut in meinem Auto? Ach Gott, das bin ich ja selber.